Der Frankenjura im Winter. Ruhe und Unberührtheit, dort, wo vor allem im Sommer Hochbetrieb herrscht. Guido Köstermeier und Jannis Vogel lassen sich von Schnee und Eis nicht aufhalten. Sie wollen auch im Winter ihrem Hobby nachgehen, dem Bouldern. Heute an der Freudenmauer in der Hersbrucker Schweiz. Und das ist nicht ganz ohne. Im Moment, aufgrund der Witterung, ist es halt schwierig, trockenen Fels zu finden. Da braucht es ein bisschen Erfahrung, ein bisschen Glück vielleicht auch. Und man sieht es ja dann, es ist teilweise runtergelaufen, weil der Schnee schmilzt. Die Kletterer müssen die trockenen Tage nutzen. Im Winter ist vielleicht auch noch die Kälte manchmal eine Herausforderung. Das kann schon sein jetzt im Gegensatz zu einer Halle. Und einfach an einem Naturfels zu klettern, ja, das macht mir irgendwie noch mal anders Spaß, die Haptik da. Und das ist einfach was ganz Schönes, was ich auch im Winter nicht missen möchte. Bevor die Sportler loslegen, müssen sie erst mal barfuß in die Kletterschuhe. Und dann geht's ran an den Fels. Bouldern, das bedeutet Klettern ohne Seil in Absprunghöhe. Erstmal suchen sich die beiden leichtere Routen zum Warmwerden. Und bei frostigen 3 Grad heißt es zwischen ihren Touren auch immer warm bleiben. Man braucht warme Haut, damit man Gefühl hat an den Fingern, auch wenn es kalt ist. Man braucht Gefühl, damit man weiß, wo man sich festhält. Und ich habe das Gefühl, wenn die Haut sehr kalt ist, sehr hart ist, dass sie dann sehr leicht einreißt. Der Fels ist ja doch scharfkantig und wenn man ein paar Mal an den gleichen Griff langt, dann ja, gibt es halt kleine Verletzungen. Achtsame Kletterer haben nicht nur ihren Körper und die eigene Sicherheit im Blick, sondern auch die Umwelt. Es geht ja darum, dass man die Natur auch belässt, wie sie ist. Und die großen Teile des Felsens sind ja nicht bewachsen. Da kann man problemlos klettern. Aber gerade an den Ausstiegen ist es so, dass halt seltene Pflanzen wachsen. Und da sollte man nicht klettern oder auch in bewachsenen Bereichen nicht klettern. Ein paar Kilometer weiter, der rote Fels bei Ruprechtstegen, 50 Meter hoch. Guido Köstermeier und Jannis Vogel sind zusammen mit Jürgen Kollert unterwegs zu einem der beliebtesten Felsen im Frankenjura. Aber nicht zum Klettern, denn der Fels ist nicht nur bei Sportlern beliebt. Wanderfalken haben hier ihr Nest. Die Wanderfalken waren Ende der 1980er praktisch ausgestorben in der Fränkischen Schweiz. Es gab eine Zeit lang überhaupt kein einziges Brutpaar. Mittlerweile hat sich die Wanderfalkenpopulation aber stabilisiert und gut erholt. Deswegen müssen wir jedes Jahr einen Teil des Roten Felsens für den Klettersport sperren, zeitlich befristet. Die 3 Männer sind in der Interessengemeinschaft Klettern im Frankenjura. Sie arbeiten mit Naturschutzverbänden und Umweltschutzbehörden zusammen und bringen an den Felsen die Sperrungen an. Denn nicht nur Wanderfalken, auch Uhus, Raben und Fledermäuse werden berücksichtigt. Auf der Homepage zeigt die IG Klettern alle aktuell gesperrten Gebiete. Das ist immer schon natürlich ein Zwiespalt, weil jeder, der rausgeht in die Natur, auch eine Belastung darstellt. Also schöner wäre, wenn keiner rausgeht für die Natur. Aber wir wollen halt den Ausgleich schaffen und sozusagen den Spagat zwischen Naturschutz und einer klettersportlichen Nutzung in unserem Fall schaffen, sodass halt beides parallel miteinander gut leben kann. Zurück an der Freudenmauer. Jetzt geht's an die schwierigeren Routen. Das hier draußen sein, in Kombination mit so schönen Bewegungen, das hat mich einfach gepackt. Das war super heute und ja, ich würde auf jeden Fall wieder rausgehen hierher. Das ist einfach das, was mir Spaß macht. Nach 2 Stunden klettern sie ihre letzte Route. Der Fels wird nun vom Nebel zu nass. Und so hoffen Jannis Vogel und Guido Köstermeier auf gutes Boulderwetter für die nächsten Wochen.